Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. So, und jetzt sind wir im Keller mit einer Brody, die sich bald verwandeln wird, und Marlon, der uns mit ihr eingesperrt hat, und irgendwie müssen wir entkommen. Ich bin jetzt extra in den Pause-Modus gegangen, damit ich noch ein bisschen labern kann. Und zwar wollte ich noch anmerken, ihr liebe Leute, dass, wenn mich meine Zeitrechnung hier richtig, wenn ich die noch richtig im Kopf habe und mich das nicht trügt, dürfte heute Freitag, der 26. sein. Die Episode wird dann früh morgens noch veröffentlicht, weil ich bis Sonntag auf Con bin. Morgen wird Hearthstone erscheinen, das kommt dann erst am Montag wieder raus, aber The Walking Dead wird im Laufe des Sonntags dann veröffentlicht werden. Also übermorgen sehen wir uns auf jeden Fall. Könnte nur sein, dass es nur mittags bis abends veröffentlicht wird. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Weil ich weiß nicht, wie sich jetzt die Spieldynamik in den nächsten 19 Minuten noch oder 24 Minuten noch hier ergeben wird. Deswegen wollte ich das nur am Anfang von der Episode noch angemerkt haben. Okay, wollen wir mal. Ich glaube, das interessiert euch am meisten. Finde eine Taschenlampe. Ich glaube, wir sollten uns eigentlich ein bisschen schneller bewegen, wenn irgendwie möglich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ist die schon... Die ist schon weg. Und Ratte rennen rum. Na, großartig. Das heißt, die ist schon verwandelt. Oder so gut wie. Anscheinend hat sie ihren Kadaver nochmal irgendwo wegschleppt. Könnte jetzt so ein Szenario sein, wo ich sterben könnte. Warten wir mal ab, was kommt. Ist das sowas? Okay, lineal. Dünn und gerade. Oh nee, das ist auch noch so eine Fusseltaschenlampe. Guck mal, da hinten irgendwie raus. Nee, natürlich nicht. Ja, und die Zombie-Brody wird uns noch angreifen, da bin ich mal sehr sicher. The Walking Broad. Na, vorsichtig. Da muss er irgendwo um die Ecke, befürchte ich so. Nein! Da ist er natürlich schon. Das wird Helferfahrzeit. Ganz ehrlich, das seid ihr nicht noch auf den Kopf trete. So fies das auch klingt, aber ich hätte auch noch auf den Kopf drauf getreten. Hoffen wir, dass das klappt. Was zur Hölle war das? Schnell, hol's! Alter, mir voll das Geräusch abgezerrt. Ah, hopp! Nicht, dass der Marlon da... Nein! Alter! Schnell! Und Schädel verbädelt. Ja, es muss jetzt sein, ne? Ach Gott, nee. Beend mal das, was der Pisser nicht zu Ende gebracht hat. Oh, wie schon das Licht rot ist. Deswegen hätte ich vorhin schon auf den Kopf getreten, als er eingeklemmt war. Scheiße. Sehr appetitlich. Der wird jetzt wahrscheinlich hinstellen wie Sie. Was auf Sie, Freunde? Oh Mann, das wird noch hässlich. Mann. Aber im Endeffekt, das hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet am Anfang. Das wäre nicht ja schlimm gewesen. Aber ich habe schon, also wenn ich da noch ein bisschen gebabbelt hätte, jetzt von Wege, dass ich übers Wochenende auf der Graue Vorkorn bin, übrigens beim Lab, ne? Wird lustig. Ich bin mal gespannt. Ich nehme mal wieder viele Episoden auf Vorrat auf. Oh, oh. Ja, Rosie ist auf seiner Seite. Oh, ich hab was schon gedacht.
Dieses Sie war es auf Sie, Freunde. Is that blood on your face? Aha. Und der hat immer noch seine Rosie, die lässt einfach sich kämpfen, könnte ich drauf Did you wetter. see it happen? Is she a walker now? Get the hell away from AJ, asshole! Clem! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! Oh, und der Hund ist nicht so ein Schätzer. What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Jesus Christ, Clem, did you do? Oh nein! Gott, 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 Gott. Das spitzt sich so zu, die Situation wieder. We saved their lives when anyone else would have kept walking! We fed them, we kept them warm, and this is how they thank us! Guns being pulled and murder! Well, fuck them! Fuck, Marlon! Jesus Christ. Screw you, Marlon! Abteilung Attacke, ja. Oh, oh. War das jetzt das Richtige? War offensichtlich nicht das Richtige, okay. Dann müssen wir das anders beilegen. Ich habe gedacht, das könnten wir mit Abteilung Attacke lösen. Na gut, dann noch einmal. Put the gun down! Get this fucking psycho away from me! Where is she? Vielleicht können wir es noch so ein bisschen anders lösen. She murdered Brody! What? Okay, machen wir das noch einmal. Is that blood on your face? Vielleicht hier nochmal was anderes wählen, ne? Und die nochmal auf Marlon drauf aufzuwiegeln, gegen ihn Did you see it aufzuwiegeln. happen? Is she a walker now? Ja, wobei, Get the hell away from AJ, asshole! ich denke, das ist das Wichtigste tatsächlich. You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Jesus Christ, Clem, did you do? Gott, erleid. Also Arggreife geht jetzt nicht mehr. We saved their lives when anyone else would have kept walking! We fed them, we kept them warm, and this is how they thank us! Guns being pulled and murder! Well, fuck them! Also ich denke, das traust du dich nicht. Das macht er, das traut er sich. Deswegen hier, You shoot me, and what do you offer up to your Raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? Won't do it, because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlon was gonna give me and AJ up to Raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Oh my god. so können wir die Leute aufwiegeln. Clementine, let her talk! Brody told me the truth, and that's when Marlon killed her. Come the fuck on! They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there. Quite the coincidence, isn't it? Shane, I don't believe in those. First thing she did was attack you, Ten. Okay, das fällt jetzt auf About uns how zurück. scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me? Your friend? She did help us get food. What good is food if a group of Ich würde outsiders eher is gonna sagen, come along mit and take Violet it? stehen wir I'm gut. just saying. Man, this is fucked up. We don't Jetzt know fällt her, alles wieder auf y'all. uns zurück, wie wir uns I hate entschieden to say haben. it, but we don't. Violet, you have to believe me. Mit ihr stehen wir relativ gut, We met denke her ich. like 2 days ago! I don't know you, Clem. Not really. Okay, von der habe ich mal mehr erwartet. I'm sorry. Ich soll also nicht hier eher. This isn't like you. I know you're not weak. Don't let her get in your head. Bisschen Selbstvertrauen geben. Minnie wants you to do. She was my friend too. So is Brody.
Clem, Ich erwarte was von dir. Shit. And we'll all feel safer once I pull this trigger. You were there that day those raiders came? He would have abandoned you two! Ja. Dein Verhältnis zu Violet hat sich verändert. Oh ja, sehr gut. Violet being difficult. Why am I not surprised? Put down the gun now. We're gonna do this the right way. Stand down, Marlon. Be reasonable. Okay. Leute überzeugt, das ist gut. Ich habe immer noch die Befürchtung, du lässt den Hund frei. You don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! All of you! Every Das geht spektakulär daneben. How does pointing a loaded gun around protect anyone? Rhodey's dead. Sophie and Minerva are gone. You suck at protection. Shut your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school. If they came back, I'd do it again. Excuse Toll. me? I didn't realize we were so fucking expendable. Dick told me they died. Ja, jetzt hat er sie I gegen had sich. to Das wollten save the wir. rest of you, okay? You gave my sisters away. Why would you do something like that? I trusted you, Marlon. They trusted you. Hätte sich selbst opfern sollen, ja. Aber Easy, because he's a coward. dein Verhältnis zu Ten hat sich verändert. I wanted to get them. Stage some kind of rescue. Honest, Ted, I just couldn't. I was too afraid. You killed Brody because she knew. He didn't mean to. Ich glaub's ihm sogar, dass er das nicht wollte, ja. I want this. I wanted to save all of you. Sophie, Erstmal entwaffnen. Hoffen wir, dass das nicht so in die Hose didn't geht. want to hurt them. Marlon wird das nicht vergessen. Hoppla, ich muss ja was drücken. Ja, erstmal entwaffnen. Der Spinner sollte erstmal keine Waffe mehr haben. Ups. Ja. Und Clementine ist stark. I'm done. I'm done. She kicked Du his gehst in den Keller. Na, ich würde erstmal sagen, das entscheidet nicht ich. Look, this isn't hopeless. We can fix this. You already beat me. Don't have to lie to me too. Nee, das hat nicht nur ich zu entscheiden, das hat die Gruppe zu entscheiden. You win. I can't. Oh Gott! Alter! What? I aimed for the head. Du Scheiße! Das war jetzt Ende von Episode 1. Genug mit Wegrennen. Trophäe erhalten in Silber, Beschützerin. Oh fuck, Dudel, du! Ich hab gewusst, dass das noch irgendwie auf mich zurückfällt. Dieses Scheiß auf den Kopf ziele. Na toll, AJ ist auf dem besten Weg, so ein psychopathisches Serial Killer zu werden. Ich wollte Marlon eigentlich verschonen, nur entwaffnen. Und dann irgendwie eine Lösung aushandeln, wie wir mit ihm umgehen. Ich wollte ihn jetzt nicht killen und auch nicht in die Keller sperren oder sonst was. Weil Marlon ist einfach hoffnungslos mit der Situation überfordert als A-Führer von Erickson. Und dieser... Oh Gott, und AJ ist wirklich so ein potenzieller kleiner Psychoserienmörder durch die Weltwoche. Ich habe versucht, ihn so gut wie möglich auf die Welt vorzubereiten im Spiel und das macht er draus. Ich habe damit gerechnet, dass sowas kommt. Du dafür ist The Walking Dead ja berühmt. Gehen wir mal auf die Statistiker. Du und 56% der Spieler töteten das Beißer Pärchen im Bahnhof.
44% der Spieler erlaubten AJ durch das Fenster in den Bahnhof zu steigen. Du und 47% der Spieler gingen mit Louis und Asim jagen, 53% der Spieler gingen mit Violet und Brody angeln. Du und 71% der Spieler überzeugten AJ im Bett zu schlafen, 29% ließen AJ unter dem Bett schlafen. Ich wollte ihn irgendwie zivilisieren und ich bin immer noch abgefuckt wie Sau. Ich glaube, das sieht man an meiner Facecam-Reaktion, wie mich das gerade fertig gemacht hat. Und 78% der Spieler griffen Abel an, anstatt ihm Essen zu geben. 22% der Spieler gaben Abel etwas zu essen. Du und 61% der Spieler holten sich bei Violet Hilfe gegen Marlon. 39% der Spieler holten sich bei Louis Hilfe gegen Marlon. Die Entscheidung war aus allererster Sicht wegen Violet und ich haben schon ein bisschen arg gebändelt und haben schon freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Und die zweite Sache war einfach, Louis ist Marlons bester Freund. Der wäre sicher nicht so einfach auf unserer Seite gekommen. Ja, du haben wir so nochmal zum Schluss. AJ, du 59% ließen AJ abgebrüht zurück. AJ fühlte sich besser, als du ihn davon überzeugt hast, im Bett zu schlafen. Er war zufrieden, als du Abel am Bahnhof angegriffen hast. Sie war Brody tot. Sie war angewidert, als du die Begegnung mit Abel einfach abgetan hast. Marlon tot. Marlon war sauer, als du gegen ihn im Hof gekämpft hast. Er war stolz, als du ihm Rosie anvertraut hast. Du und 61% ließen Louis todunglücklich zurück. Er war einsam, als du mit Asim auf Hasenjagd gegangen bist. Als du ihm davon erzählt hast, dass du eine geliebte Person töten musstest, hat er dich getröstet. Um ihn tut's mir eigentlich leid. An sich ist Louis ein guter Kerl. Aber ich glaube, mir hängen jetzt richtig üble Scheiße mit dem Kerl an Bord. Du und 61% ließen Violet mit Schuldgefühlen zurück. Nach deinem Lob zu ihren Kampfkünsten war sie glücklich. Violet war geschmeichelt, nachdem du sie im Schlafsaal getröstet hast. Du und 70% ließen Ten verbittert zurück. Ten hatte furchtbare Angst, als du ihn auf dem Korridor angegriffen hast. Nachdem du ihm erlaubt hast, dich zu zeichnen, schenkte er dir das Bild. Oma freute sich, dass du vom Essen bei ihm warst. Ruby war angewidert, als du AJs Verhalten noch gefördert hast. Du hast Mitch nicht kennengelernt. Dank Marlons Hilfe verstehst du dich besser mit Rosie. Asim war dir dankbar für deine Hilfe bei der Hasenjagd. Willy war fasziniert von dir bei eurem ersten Treffen. Okay, du hast in der Episode 4 von 6 Gegenständen gesammelt. Irgendwelche Blumen haben wir nicht gekriegt. Und anscheinend irgendeinen Schlangenschädel, wenn ich das richtig sehe. Und richtig interpretiert als Hase oder Schlangenschädel, ich weiß es nicht. Ich glaube aber eher ein Haseschädel. Okay. Na dann. Inhalte werden aktualisiert. Ich würde sagen, damit wir für das nächste Mal einen sauberen Schnitt haben, mache ich an der Stelle auch gleich meinen Cut noch der Episode. Jetzt sind wir nämlich wieder beim Main Menu. Episode 2, lass die Kinder zu mir kommen. Das klingt irgendwie etwas ekliger, als es wahrscheinlich ist. Ja, Folge 1 haben wir durch, die Episode. Genug mit Wegrennen. Ist aber auch geil gemacht, muss ich sagen, wie sie es darstellen im Vergleich zu Staffel 1. Wo das noch tatsächlich etwas, sagen wir mal, schlicht war. Haben sie hier richtig was draus gemacht. Ihr könnt jetzt auch sehen, liebe Leute, dass hier die ersten 3 Folgen, wie ich das glaube ich schon mal gesagt habe, dabei sind. Kaputtes Spielzeug hier ist das und Folge 4 ist gekauft, aber noch nicht zum Runterladen bereit. Zurück nach Hause hieß die Episode. Okay, die erste Episode haben wir beendet. Ich denke, meiner Meinung nach haben wir hier einen sauberer Abschluss auch für die Folge hier, die ich gespielt habe. Die Episode, die wir hier gemacht haben und die Folge und so weiter und so fort. Das kommt dann nächstes Mal. Wie ich schon gesagt habe, rechnet erstmal damit, dass am Sonntag übermorgen die Episode erst relativ spät im Laufe des Tages kommt.
ich nehme jetzt hier viele Folgen auf Vorrat auf, damit ich nach der Con im Prinzip nicht mehr so viel aufzunehmen habe. Das heißt, wir sehen uns zwar übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig mit Folge 2. Lasst die Kinder zu mir kommen. Aber das wird wie gesagt etwas später sein und nicht wundere einfach, wenn es dann im Laufe des Tages erst erscheint. Mir persönlich macht es höllisch Spaß. Ich bin tierisch gespannt, wie es weitergeht. Es ist mal wieder richtig geil, dieses The Walking Dead Feeling. Gerade das gibt mir so richtig cooles Gefühl, das zu spielen. Ich nehme jetzt heute noch 2 weitere Folgen auf Vorrat auf. Moment, Episode kann ich heute noch auf Vorrat aufnehmen, dass ich heute 4 wieder aufnehmen kann. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder im Laufe des Tages. Machen's gut, bis du hier. Und wie es dann noch der graue Vorkorn war, kann ich in der nächsten Episode übermorgen noch nicht sagen, weil das halt noch auf Vorrat aufgenommen wird. Machen's gut und bis übermorgen dann wieder auf die 20 Minuten sind wir jetzt auch noch gekommen. Eiern Yankee.